4 Landessprachen und ich habe gerade mal eine davon. Ich fange jetzt mal mit dem offensichtlichsten an, Schweizerdeutsch. Danach kommt Französisch. Ich bin schon froh, wenn ich ohne im Welschen mich mit Handzeichen und Füßzeichen und alles Mögliche irgendwie unterhalten kann. Und ich vielleicht den ersten Eindruck super positiv kann machen mit Bonjour, je m'appelle, oder? Ja, oui, ça va, et toi, hä? Ja, genau, et toi. Ja, da habe ich Stift drin und so. Jetzt wird es aber noch schwerer. Italienisch. Eine wunderschöne Sprache, wirklich. Wenn man einen kommt mit Italienisch. Ja, nein, du komm. Ja, schönen Abend, komm. Ja, nein, parle, Swiss, yes, oui, oui. Wirklich eine wunderschöne Sprache, ich habe keine Chance. Und jetzt kommen wir zu der 4. Rätoromanisch. Etwa plus minus 80'000 Leute in der Schweiz können das flüssig und ohne Problem. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich glaube, Graubündner sind nicht alle gleich. Es können alle Rätoromanisch, oder? Das habe ich zumindest irgendwie immer so gedacht, dass in Graubünden einfach Rätoromanisch, das ist so, wisst ihr? Genau, ein Wort auf Rätoromanisch. Heißt, glaube ich, Durchfall. Ich weiß es selber nicht mehr, aber ich weiß, es gibt Schweira. Ganz ehrlich, ich bin stolz auf mich. Ich habe wenigstens ein Wort Rätoromanisch. Mal ganz ehrlich, Rätoromanisch ist doch einfach eine Keimsprache in der Schweiz. Falsch verstehen, ich finde es eine absolut geile Sprache. Ich meine, wäre ja schon geil, wenn du irgendwie zu diesen 70'000, 60'000 Leuten dazugehörst. Ich meine, ich kenne jetzt auch so 4, 5, die das können. Excuse, dass ich euch übrigens immer auf der Sache gehe, dass ihr immer Rätoromanisch reden Ich muss einfach fragen, hey, kannst du mal etwas sagen auf Rätoromanisch, bitte? Wenn du schon jemanden kennst, weißt du, was ich meine? Irgendwie ein hoher Flex, wenn du sagen kannst, ich kann Rätoromanisch. Kommentar, was wäre so eine Sprache, die ihr gerne können würdet? Gut, somit sage ich irgendwie au revoir. He?